Nach Singapur hat die USA als zweites Land der Welt künstlich erzeugtes Fleisch für den menschlichen Verzehr freigegeben. Dies könnte den Durchbruch für diese neue Technologie bedeuten. Der globale Kunstfleischmarkt wird inzwischen schon auf 247 Millionen Dollar geschätzt. Bei jährlichen Wachstumsraten bis 2030 von über 50%. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass bei Kunstfleisch echter Geschmack und weit weniger umweltschädliche Nebenwirkungen als bei Fleisch aus der Tierhaltung versprochen wird. Doch ist dies wirklich so? Eine aktuelle Studie der University of California kommt sogar zu dem Ergebnis, dass bei der Herstellung von Laborfleisch bis zu 25 Mal mehr Treibhausgas entsteht als bei Rindfleisch. Grund dafür ist der extrem hohe Energieverbrauch beim aktuellen Herstellungsverfahren. Offensichtlich dient somit bei der Einführung von Kunstfleisch wieder nur das Klima oder die Umwelt als Vorwand, um nicht nur große Profite zu erzielen, sondern vor allem die globale Nahrungsversorgung ein großes Stück weit mehr unter die Kontrolle großer Konzerne und deren Geldgeber zu bringen.